Clarisse und die entführten Göttinnen. Die Künstlerin aus dem kleinen Kongo erzählt unserem Autor ihre Geschichte. Ich weiß noch ganz genau, was ich in jenem Sommer vor 50 Jahren gemacht habe. Ich war zum ersten Mal in Afrika. Meine Eltern hatten mich und zwei meiner Brüder in eine Boeing 727 von Neckermann gepackt und mit nach Kenia genommen. Der Klassiker: Baden in Malindi, Staunen in Lamu, gähnende Löwen im Tsavo, daneben Maasai, die mit Speeren tanzen, der erste Blick auf den Kilimandscharo. Den wirst du mal erklimmen, hab ich mir fest geschworen und Wort gehalten. Afrika war mir schnell zur Freundin geworden damals, mehr als 30 Mal habe ich sie besucht. Langweilig war das nie mit ihr. Denn Afrika kennt so viele Geschichten. Eine davon ist die von Clarisse Akuala, die ich zufällig jüngst in Essen traf. Clarisse fängt vorne an. Ich stamme aus Kongo-Brazzaville, dem kleinen Kongo. Weißt du, wer da die Kolonialmacht war? Die Franzosen. Auch. Und die Deutschen von 1911 bis 1916 im nördlichen Teil, der damals mit zu Deutsch-Kamerun geschlagen wurde, wusste ich nicht. Und sie zeigt mir im Buch ein Foto von ihrem Großvater Alphonse Mongo, der zu allem entschlossen in die Kamera guckt. Ich grinse. Dann waren unsere Großeltern ja Landsleute. Clarisse schüttelt den Kopf. Alphonse hat gegen die Deutschen zur Waffe gegriffen. Auch im Ersten Weltkrieg in Europa war er dabei. Er hat mich oft auf den Schoß genommen und davon erzählt, wie er tapfer gegen die wilden Germanen gekämpft hat. Das war spannend, kenn ich gut. Mein Opa hat mich auch oft auf den Schoß genommen und von seinen Taten in den Schützengräben erzählt. Ob die beiden Jungs, sie waren ja noch Teenager, aufeinander geschossen haben? Unwahrscheinlich. Und ein sehr trauriger Gedanke. Der kleine Kongo wurde 1969 Volksrepublik. Der sozialistische Bruderstaat DDR holte die Jugend der linken Welt ins Land. Clarisse landete 1979 in Karl-Marx-Stadt und wurde zur EDV-Fachfrau ausgebildet. 6 Jahre später geht sie kurz nach Afrika zurück, kommt schließlich der Liebe wegen nach Essen. Da lebt sie noch heute als Künstlerin und Kulturenscout. Wobei sie sich ganz besonders mit der Kultur ihrer Ethnie, den Tio, beschäftigt. Ihr Gesichtsschmuck spricht ja schon Bände, und dann zeigt sie mir noch einen Bildband mit Skulpturen. Deren Schönheit habe es damals auch Pablo Picasso angetan, der sie als Inspiration begriff. Leider seien dann viele von diesen Skulpturen mit anderen Kunstgegenständen von den Europäern in deren Museen verschleppt worden. Aha, ich verstehe, sie will die Raubkunst also jetzt möglichst bald nach Afrika zurückholen? Clarisse lächelt mitleidig. Matthias, du denkst wieder zu deutsch, höre ich oft. Was ihr Skulpturen nennt und in euren Museen, diesen Gefängnissen für Kunst, einsperrt, das sind unsere Göttinnen und Götter. Und die sind frei. Die müssen nicht zurück nach Afrika, sie sind für alle Menschen da, die bereit sind für Spiritualität. Also sich um Götter zu streiten macht nun wirklich keinen Sinn. Aber wenn man die Philosophie versteht, dann gibt es auch keine Angst und keinen Streit mehr. Und dann werden wir auch für das Thema Raubkunst eine gute Lösung finden, ich nicke. Eine afrikanische Lösung.